Sydneys herzlich willkommen bei ADR Tele für die erste Edition am neuen Jahr. Das kann ja dominieren just zwei Themen. Wir proposieren hier einen Rückblick und noch einen Ausblick mit dem Parteipräsident Fred Kuip am Kader von einem großen Interview. Und dann holen wir euch mal auf den Neujahrspart von der ADR um Zenz, dem mit ganz vielen Membern und noch einer exzellenter Stimmung über die Bühne gegangen ist. Willkommen am Kader von diesem Neujahrsinterview mit dem Präsidenten von der ADR, dem Fred Kuip. Moin Fred. Moin Dank. Fred, wie du Silvester gefeiert hast, du hast doch bestimmt das alte Jahr noch mal Revue passieren gelassen. Auch für dich und persönlich und auch für die ADR gibt es ja wirklich eine Reihe Erfolge zu feiern. Was waren für dich wirklich die schönsten Momente? Die schönste Moment war den, wo die Wahlen waren, das war den 8. Oktober, und war ich nach daheim mit das, und ich hatte am guten Anfang noch gar nicht damit gerechnet, dass das Resultat da rauskommen. Und du kannst mich fragen, wo ist das Resultat da gesehen, das mega. Und das war du wie die ersten Resultate bekommen, das waren nicht Stimmen, und da hatte man wirklich Bombenresultate dran. Wie dann immer direkt schon, wenn eng Gemenge seid, da weiß ich aber schon, auf welche Richtung es geht. Und das ist dann einfach eine Last, die ein bisschen dann weggeht, von dann not all der Arabisch durch dem ganzen Wahlkampf, die nicht einfach war, wo man wirklich Sachen nicht einfach gemacht hat, von da immer gesagt, dass dann einfach das Vertrauen von den Leuten da ist, und dass viel Stimme kriegt, und wie man natürlich den Ofes auch Fraktionsstärke noch vier und die Grün kommen sehen, schmengen das war wirklich die flottsten Tag vom Jahr, den ich so in Erinnerung. Und wir hatten aber auch viele andere Flotter, wir hatten flott Gemengewahl, wir hatten auch sonst ganz flotte Momente an der Politik, an der Chambre, an der Partei. Ich meine, waren noch volles recht Jahren und kies dem Kurfeiben den 8. Oktober. Genau, erfolgreich auf der einen Seite ganz anstrengend, aber auf der anderen Seite am Kader vom Super Wahljahr, kannst Wahlkampf, aber viel Kraft und Ausdauer. Aber dir hat den aber den Eindruck, dass du trotzdem immer immens labber bleibst, auf froh bist, für den Job aber zu machen. Dafür fehlt dir eigentlich auch bestimmt nur die Motivation für die Europawahlen, die da aufstehen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man etwas möchte, dass man mit Frieden und dass noch eine Satisfaktion oder Spaß drin hat. Und das ist auf jeden Fall bei uns der Fall. Das ist auch flott, von ihnen eine gute Ambiance hat. Und das ist hat mir immens gut gefällt. Und gerade dass eine wirklich eine ganz freundschaftlich, gut familiäre Ambiance hat, vielleicht mehr wie an anderen Parteien. Und das ist ganz wichtig, von ihnen auch schwere Situationen mal hat, die kommen oder eben einen Wahlkampf muss machen. Und das ist eben noch wichtig, dass wir das doch haben für das Jahr, weil es geht ja noch weiter. Wir haben effektiv Europawahlen am Juni, wo wir auch großes Vier haben. Du siehst jetzt großes Vier haben, also bislang davon nicht allzu viel verraten. Aber bon, ich meine, Presse hat ja doch schon noch geforscht, und das ist ja so, dass den Ferner Karteiser eben Spitzenkandidat wird gehen für die ADR. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich meine, das wäre eine super Sache, dass der Sport den Ferner Karteiser muss treffen. Aber wenn ihn das gibt, ich meine, wir wirklich immens geeignet für die Platz von seiner Intelligenz, von seiner Fleiß, muss ich so, und dann noch seine Erfahrung als Diplomat, als Ambassadeur. Und kennt sich immens gut aus, kann sich gut ausdrücken, kann gut Brücken bauen. Und wie in der Chambre sing Arbeit möchte, giffen du sich auch am Europaparlament wahrscheinlich von den besten Deputierten do an Schwätze von allen Guten. Giffe das für immens Chance für Lützeburg. Und die Leute müssen noch ein bisschen werden, gell? Weil das so geplant, dass eben der Lust für die Europawahlen am Laufe vom Februar präsentiert. Ja, das ist kein Datum raus. Ich meine, dass die Kampagne lief dann irgendwann aber weil die Zeit vergeht schnell. Und wir werden wahrscheinlich am Februar ja, die Kandidaten vorstellen, dann das Programm und dann die ganze Kampagne, wo wir eben dann probieren werden. Und es ist die Verzicht, dass das klappt, den Sitz zu kreieren am Europaparlament. Auf die anderen Stimmen endlich auch am Europaparlament. Ja, das ist ein guter Punkt, weil wir im Moment 6 Lützeburger Deputierte am Europaparlament, und die
wo den Heinz dort gefehlt oder was das nicht gefehlt, also Fakt, dass die ganz oft am Anfang auf einer Linie sind. Und da fehlt am Anfang Heinz du eine andere Stimme, die aber wichtig für auch einfach für demokratische Debatten noch viel zu bringen. Viele Leute sind unzufrieden mit dem, wie die Sachen laufen. Die Europäische Union hat im Moment viele Probleme, sie sind in einer ganz schwachen Situation. Und ich meine, dass du gerade von mir sitzt, du kriegst, dass wir wirklich ein Plus für das Europaparlament und ein Plus sicherlich für Lützeburg, wenn wir ganz konkret auch die Interesse von Lützeburg giffen am Europaparlament vertreten. Schwarz-Blau also fest am Amt, Schonzeit als River. An ein paar Regierungsmembern haben sich schon eine Reihe von Paar gelegt. Was siehst du zum Start von der neuen Regierung? Aber das soll ja am Anfang immer ein bisschen in den Zeitlos, dann ist es nicht den direkt einfach rundherum schießt, einfach für zu schießen. Das heißt, wir mussten um dem, was sie werden machen, nicht unbedingt um dem, was sie soen, was sie machen. Das steht noch alles unter Sternen. Ne? Und sie werden klar gemusst gehen und ganz viele Parameter, die wir auch festgelöst haben, wo wir gucken, ob die Regierung endlich einen besseren Job möchte, wie die Federn. Ich meine, wir hatten 10 Jahre Gambia, wo vieles im Land mich schlecht ging. Und das nur dafür zu sorgen, dass es besser geht. Und für da pur rauszupicken, ich meine, muss gucken, geht Kriminalität weiter rup oder geht es rauf. Das kann ich ganz einfach müssen mit Statistiken, genauso wie der Mut hier am Land, genauso wie die Leute, die an Ausland müssen plündern, was skandalös ist, genauso wie die Plätze an den Kliniken, die Situation an Urgenzen, die Verkehrssituation. Wenn das in den nächsten Jahren sich verbessert, dann sagen wir, ja, die Regierung möchte einen guten Job. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann verschlechtert sich, dann sagen wir, nee, die Regierung möchte einen schlechten Job, genau wie die Federn. An dem Moment, meine ich, kann ich für die nächste Fälle so, da gibt es eine Alternative nach, und das ist der. Andere, konkret denke, ob die Frau, das ist ja aber so, dass ich muss man so, man 2 Ministerin, aber vielleicht nicht adäquat verhalten und ich denke da Fierop und den Herr Innenminister, de Leon Gloden. Was hältst du eben von der ganzen Sache auch am Hescheverbot? Also, ich meine noch nicht, dass den Herr Gloden große politische Fehler gemacht hat. Sich weiß, wie ihn sich austrägt, wie das okay. Ich meine, was da geschieht, dass der Politiker hält eine Decision, das ist sehr recht, und die Decision ist, für Teschen zu verbieten, an Teschen ist an der Stadt ein Problem. Zumal, weil ein großer Teil von denen, die an der Stadt herrschen, das sind Leute, die gut in der Lützeburg sind, und das sind teilweise auch kriminelle Banden, wo die Leute ausgebeutet gehen. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass es dagegen vorgeht. Und ich so auch mal ganz einfach, ich fand im Jahr 2024 hat am Heschen nicht mehr an unseren Sommermol, aber entwickelte Länder verloren. Und Heschen gehen, dann das ein Zeichen, dass ganz vieles schief läuft, aber wir mussten darauf schaffen, dass es kein gehen, den Leuten helfen, die in Situationen sind, an die organisiert Banden sind, die muss man dann eben verbieten. Und das hat er gemacht, hinhält die Decision. Und da geht natürlich ein riesen Kampf von den linksen Parteien an ihre Verbündeten dagegen, weil sie anscheinend Tische so flott fanden, ich weiß es nicht. Und da geht es so weit, dass du beim Herrn Gloden daheim schlimme Sachen geschehen, wo dann das genannt wird, Vandalismus, weil er war Neusenahen. Mehr graf aus. Ein politisch motiviert Tod. Ja, das ist in Deutschland so ein politisch motivierter Anschlag. So mal an Deutschland gibt es wahrscheinlich auch gesagt, gehen aus einem linksradikalen Milieu raus, wo dem Herr Glode singen Jung von seinem Auto Pneuen abgeschlitzt geht. Das fand, das geht schon ganz weit. Und das muss ich ganz stark verurteilen. Das sind Sachen, das geht nicht. Am Lauf von der Covid-Impfkampagne aus zu Lützeburg kein psychologischen Druck auf Menschen gemacht gehen. Das rezent Ausso von der neuen CSV-Gesundheitsminister Martin Depré hat zu unverstehstem breiten Teil von der Population gefordert. Das ist aber wirklich ein Fauxpas in dem Fall. Ja, also ich verstehe das nicht, wie so etwas kann so. Kein psychologischen Druck an der Covid-Krise. Das ist für mich unverständlich, wie ein Minister das kann so. Ich meine, wenn man an die Zeit zurückdenken, und das soll ich noch nicht vergessen, man vergisst ja doch nicht,
dat war der Rawer eng ganz schwierig Zeit an du sinn eng paar die Moosnamen ergraf gehen, du kann in allo drüber diskutieren, ob die eng vielleicht besser wären an die Manner gut da se gesagt. Wat mech haut steet, dat auch die Liichtegkeet mat der Demos die Moosnamen ergraf goufen. Dat wie schnell dat go uni Problem fir der Rawer Freiheete vun de Leiit wäch zu hullen, fir wirklich die fundamentale Rechter, die en huet wäch zu hullen. Wie schnell dat gangen ass, dat ich so huet Leiit sinn du heem agesperrt, weil dat war ja de Fakt. Leiit kënnechte mi treffen an so weiter an dann noch den Druck, den du no gemerk gin ass op de Leiit, die eventuell sech net wollten im verlossen, wo wirklich wo so gin ass könnt nämlich schaffen oder die krit dat so erschwéiert, dass dat eigentlich de Faktor nimi könnt erbecht machen, dass nimi könnt deelen in der Gesellschaft mo no gemerkt hun oder geleiert hun, dass vieles do eben auch falsch gelä was, dat go net nedig gewircht fir an ich bin etwa ganz klar en extremen psychologischen Druck fir dann so fir kein psychologischen Druck gewircht, dat fand ich wirklich schon ziemlich steck. Ja, hoffen wir, dass es nicht so zu weiteren Fake News kommt von den einzelnen Regierungsmembern, weil das war schon ein bisschen eine falsche Information. Also, wollte ich eigentlich auch noch fragen, wie situiert sich Dinger Meinung noch die aktuelle Parteienlandschaft zu Lützeburg? Nur die Wahlen bläst ja aber ein bisschen eine andere Wand, ne? Wie viel drin? Das ist so evident. Wir haben eine neue Regierung, haben wir zum Teil auch eine neue Opposition. Das heißt, wir haben eine Regierung, wo die Grünen mit dabei sind, wo die SAP mit dabei ist. Das verändert, denkst du, dass wir noch neue Gesichter haben. Wir haben eine Opposition, die ernst ist als eine Opposition, wo lo, und das merkt ihr auch schon, dass schon geschwärzt gehen, wo am Anfang ein großer Block hat von Parteien, die sich ganz ähnlich sind. Das ist die SAP, die Grünen, die Link an Piraten. Und oft sind die, wie auch bei der ganzen Geschichte über Teschen, wie auch ganz viele andere Bereiche, sind die enger Meinung, dass am Anfang ein bisschen ein gemeinsamen Block, den du an der Opposition hast, an dem, wo ich Mengen, die auch wirklich werden viel attackieren. An mir sind eben nicht bei dem Bloggeschmengen wir vertreten auf viele Punkte eng einer Politik an dat gibt also eng starke Legitimation mengglisch für der Politik für der Chambre zu sehen, weil man eng einer Oppositionsarbecht machen an einer Kritikpunkten hun oder auch ernst das konstruktiv matt schaffen wie sie an schmengen das eng interessant Konstellation auch für Reisers. Genefried. Wie gesagt, die Zukunft von der ADR, wenn man sich an Europa umguckt, gesagt, dass kleine konservative Parteien, so wie wir immer mehr stark umkommen sind, das scheint definitiv auch ein Zeichen zu sehen, dass Bürger immer mehr satt tun mit einer komplett linksideologischer Politik. Ja, das kann ich so sagen. Wir während Jahren eben eine Politik gehabt, die immer mehr in eine Richtung gegangen ist. Und schmengen das Leute dat immer méi mirken an joch immer méi runnner steieren. Dat das wirklich andauernd kränt Eidampfung von Uwerhof agetricht, dat zu wieder lief das falsch, die muss genderen, die muss genderen, die muss genderen, muss progressiv sind, muss alles verändert gehen. All die Sachen müssen ophalen, muss leider neue Sachen kommen, alles wat freier war schlecht. Das so bisschen dat wat mir gesot kreen. Am Moment de bësse vun Uwerhof, a doch a viele Medien so der vehikuléiert gëtt. Ich meine, das Leid von uns dummer da genug. Ich meine, ich will auch ein bisschen Veränderung, ich will auch ein bisschen Modernität, aber das andauernd durch die Leute quasi Schuldgefühl von der Wurf zu gehen, eine Angst zu machen, sie zu verurteilen. Ich denke doch, das geht ja nicht weit. Ich schwätze mal von dem ganzen Woken Movement, Cancel Culture, wo man da gesagt kriegt, nicht nur in Lützburg, sondern in anderen Ländern, wo die ganze Geschichte auf den Kopf gedreht wird, wo Bemol auch Statuen verschwonnen, wo Bücher verboten geht, wo die Meinungsfreiheit ganz klar auch aufgestellt ist. Und dann muss man eigentlich das schwätzen, wir müssen gendern, wir kriegen so, dass es mehr wie 2 Geschlechter gibt, dann da muss man also aufpassen und so weiter und so fort. Und ich meine, dass irgendwann Leute es dummer da genug und das merkt den überall in Europa und der westlichen Welt. Und das Leute nicht mehr wollen machen. Das ist eine ganz einfache Reaktion auf eine Politik, die 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, kann ich sagen, los gemerkt hat. Und da gibt es in Europa viele verschiedene Parteien, die an die nicht sprangen. Die einen sind schon
besser, die anderen vielleicht manner interessant an wie die gewanne Welt, weil die ja noch schwer sind. Wir sind noch klar, als Beispiel höllen der Parti Sozialist auf Frankreich, das ja mal eine ganz starke Partei war, die geht quasi nicht mehr. An anderen Ländern Italien selbisch. Am Ende wirklich Großparteien, weil die nie gedurcht hat, die Bemo von der Bildfläche verschwonnen. Ich weiß nicht, wie das an Deutschland wird gehen. Du den auch vielleicht die oder andere Partei, die wird immer mehr stark verlieren. An der Lützburg wird das wahrscheinlich auch irgendwann den einen oder anderen treffen. Das ist ein Wechsel, der stattfindet, weil verschiedene auch vielleicht nicht wirklich mehr die Leute nur lauschen. Ich meine, wenn man in Politik möchte, muss die Leute nur lauschen. Wenn die Leute nur lauschen, dann sind sie nicht. Für ganz Beispiel zu sagen, Leute wollen kein Genderen. Wenn eine Stadt dann aber als Politik die ganze Zeit die Leute abzwingen will und das benutzen, dann ist es normal, dass die Leute irgendwann so eine dumme man nicht mehr hat. Das ist ein Beispiel von vielen. Ich kann auch so das Verbot vom Verbrennungsmotor. Ich kann so in den Leuten verbieten mit Heizungen. Ich kann so in den Leuten so, dass die Papa und Mama, das Parent 1, Parent 2, wir können so weiter. Das sind alles Sachen, die kriegen Leute von Öwenruf gesagt, an die Willen. Die meisten nicht. Und da sind einfach innerhalb dem Volk sind im Volk nur drin, an die Öwen so Decisionen holen, die muss zurückholen auf den Boden von der Realität, von den Menschen hier am Land von Europa. Voilà, Fakt ist, dass eben die EU-Politik von Brüssel immer mehr schlecht ankommt bei den Leuten an Europa. Und dafür sind eben auch die Europawahlen ganz wichtig. Vielleicht für das eben die bisschen menschenfreundliche Politik von der EU kann ich schon mal so, dass die konterkariert wird. Ja, ich gebe nicht unbedingt menschenfeindlich nennen, aber so mal, dass das ein also die EU ist ja ein Apparat, wo ich muss mal ehrlich sagen, wo die meisten Leute, und das Gefährlich geht nicht, das ist ganz evident, weil es extrem kompliziert ist, die meisten Leute verstehen überhaupt nicht, wie das funktioniert, da zu Brüssel. Das ist irgendwie da zu Brüssel, da sitzt da gebeiert zu ganz, ganz viel, und die wollen da irgendwelche Decisionen, an wen hält die, ja, wo gehen die gemacht, das ist für die Geschichte beim Aus- und Verbrennungsmotor, wie man nicht gehecht, die Europäische Union dezidiert, dass der Verbrennungsmotor verboten wird 2035, den Auto mit Benzin, mit Diesel, die geht einfach verboten. Ja, der Frieden hat ja Lützeburg mit dat Film aber nicht tun, das Film ändern, wie wird mir heute nicht darüber diskutiert bei in der Chambre, wie wird so etwas nicht aufgestimmt, wie wird wen dezidiert das? Aber nee, das ist so, das kann ich nicht mehr ändern. Also, ich meine, das ist einfach, das ist ein Approach, wo die Demokratie nicht würdig ist. Ne? Selber ist das, wie ein Kommissionspräsidentin, Madame von der Leyen, die wird dann designiert von das ist okay an eng gewisse Sinn, wie die geht auch nicht gewählt, und die muss sich auch nicht Wahlen stellen. Und ich fand, von in einer Position als Kommissionspräsidentin von der Europäischen Union war aber trotzdem die wichtigste Position als an der Exekutive von der Europäischen Union. Und muss sich keine Wahlen stellen. Wenn dann ist einfach, von dir ich keine Wahlen muss stellen, dann können er so ziemlich machen, was er will. Ja, da kann Volk ja nicht erst aufhören. Und das Prinzip von einer Demokratie soll aber sein, dass, wenn du hast an der Verantwortung, den Decisionen hält, die Leute gut fanden, dass die können aufhören. Aber das geht halt nicht. Ja. Und das sind so die verschiedenen Punkte, die ich noch weiter ausfüllen, wo ich meine, die Europäische Union nicht anständig funktioniert, wo die Leute auch nicht bereit sind, das alles matt zu machen. Das undurchsichtig, untransparent, auch undemokratisch handeln, was da festzustellen ist. Und ich meine, da ist ganz klar, da muss eine Änderung kommen. Die Europäische Union ist im Prinzip eine gute Sache, wo Länder zusammen schaffen. Für Lützburg sowieso. Wir sind sehen, wir sind ein kleines Land, wir können nicht ganz lange existieren. Wir hatten immer Bündnisse, wir waren zusammen am Deutschen Bund, am Deutschen Zollverein, wir waren mit der Weltstadt, mit der Union Ökonomik, also sind wir in der Europäischen Union. Wir werden immer mit anderen Ländern zusammen schaffen, muss das kleine Land, das ist evident, das ist ganz wichtig. Mehr die Europäische Union wie es lo ist, mengnisch, da mussten ein paar die Reformen kommen, weil das ist auf einem falschen Weg, wo wir da sind. Und wir sehen auch, dass das bringt ja nicht Lösung auf die großen Probleme. Ich gebe ein Beispiel, das ist Migrationspolitik. Ne? Wir seit 10 Jahren haben wir eine irregulär, massive Immigration in Europa, wo ich mal so, die meisten Leute wollen die nicht. Ne? Parallel dazu haben wir Tausende und Tausende und Tausende Leute, die sterben am Mittelmeer, weil sie an Schiffer klammen und da wollen an Europa rüberkommen. Seit 10 Jahren ist das so. Ja. Und das geht einfach so weiter und da wird nichts gemacht.
wie ganz einfach. Aber wenn die Europäische Union wirklich handeln, da gibt es Grenzen mehr kontrollieren, dass das nicht mehr so einfach ist, einfach ranzukommen. Sie geben ein System machen, dass für Leute, die da sind, die unbedingt will rankommen, dass es da Möglichkeiten gibt. Geht dann Australien, geht dann den USA, geht dann Kanada. Da ist die Beispiele zu folgen. Anscheinend können sie das aber nicht. Das wäre im Grunde auch immer. Aber ganz wichtig, wann da bis so. Es gibt Vereine, die mit einem Schiff aus Nordafrika rüber können, die vermitteln in Europa. Von der Doklo so, die kriegt nie eine Chance, hier in Europa zu bleiben, die bringen mir zurück oder an ein anderes Land, dann dauert es 2 Wochen, da können keine mehr. Aber käme der Weh an das Schiff mischt, da stirbt auch keine mehr. Und dann hat er Tausende und Tausende Leben gerettet. So einfach, das ist ein konkretes Beispiel, wo ich ganz gut gesagt, dass die europäische Politik, die letzten Jahre gefordert wird, einfach nicht anständig auf viele Bereiche, nicht überall, viele Bereiche funktioniert, auf Leute es genug haben. Und dann natürlich, dann ist klar, da wollen Leute besonders das. Und ich meine, das ist eine Chance auch für die DDR, wo ganz viele Leute sagen, wir wollen eine andere Politik, aber wir bieten die. Wir sind eine andere Stimme wie die anderen Parteien. Und ich meine, und du kann man wahrscheinlich auch keinen Teil falsch machen, am ganzen Land nicht, ich meine, dass egal wie, ein Plus wir von einem Platz in 2. oder 3. Deputierte von der CSV am Europaparlament für von der AD. Das gibt sicherlich auch der politische Debatte viel mehr bringen, auch der Meinungsvielfalt an auch aus dem Land mehr bringen, wenn auch du in anderen nach wir den du kennt eine Idee mal dran bringen. Ganz deiner Meinung, Fred, muss ich nochmal denken, klar sagen, dass der DDR auch wirklich für Europa als Funde Nationen eben gehend in Europa, was aktuell noch immer so stark von dem ganzen EU-Apparat dominiert ist. Ja, das ist eine Europäische Union, die umwehr sind die Großparteien aus Lützeburg, die traditionell Großparteien, die vertreten auch die Idee, dass Europa immer mehr weit muss gehen, das heißt, dass die Europäische Union immer mehr Macht kriegt, dass die europäische Integration immer mehr Macht kriegt und Länder immer mehr zu suchen kriegen. Das heißt, immer mehr Souveränität für die Länder, immer mehr Macht für die Europäische Union für Brüssel. Das ist hier ihr Prinzip. Und da landet irgendwann an einem Föderalstaat, das heißt, an etwas wie die Vereinigten Staaten von Amerika, den USA, wo da die verschiedenen Bundesstaaten haben, die eine gewisse, ganz kleine Autonomie auf viele Sachen, aber wo aber das ganz eland geht. Und ich meine, das ist eine Idee von vielen, die das immer weiter wollen treiben, weil das, als das, was dabei rauskommt, unter der Europäischen Union, wo dezidiert und Länder haben, immer mehr Souveränität, und das selbst, was man nicht wollen. Weil Länder sind am Anfang dadurch was basisdemokratisch ist. Dafür hätte man gerne, dass die Parlamente an den Ländern Remis Macht kriegen, dass sie auch keine Macht schätzen, weil sie vertreten schließlich direkt das Volk, sie viel mehr bei den Leuten, wie die Leute zu Brüssel, wie die Politiker zu Brüssel. Und ich meine, das ist ganz wichtig, nicht nur für Lützeburg, auch für die anderen Länder, gerade für Lützeburg auch, für die Souveränität zu behalten. Die Freiheit, das ist nicht anders, dass die Freiheit, dass wir Lützeburger hier können selber entscheiden. Und dass die Freiheit, wo wir 100 Jahre dafür gekämpft haben, ne? als Vorfahren hier am Land, die haben dafür gekämpft, für die Freiheit von unserem Land, und die dürfen wir nicht abgehen. Wir mussten zusammen schaffen, wir können noch mal hier und da ein Teil aufgehen, dass das doch gut funktioniert, aber die Grundfreiheit, die Souveränität von unserem Land, die muss man erhalten, dass wir selber können dezidieren, was man da geschieht. Andrei, merci dem Fred Kräuber auf alle Fall für all diese Erklärungen am Kader vom Neujahrs-Interview. Vielmals merci.